Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud. Ich bin Standortleiter hier in der Silver Church. Es ist unser Anliegen als ganze Kirche, dass du durch diese Message Gott tiefer kannst kennenlernen und ihm kannst begegnen. Herzlich willkommen. Das heutige Thema ist Jesus und Sex. Ich weiss nicht, ob du das gewusst hast, ob du wegen dem gekommen bist oder wegen dem jetzt überrascht bist. Jetzt ist es so, ich habe Anfang Juni eine Predigt zu Gott und Sex. Wer ist alles da dabei gewesen? Ja, ein paar mögen euch vielleicht erinnern an meine Puppe mit dem Papiersack drüber. Und als ich das gehört habe, die Einteilung, ich habe es nicht eingeteilt. Ich sage jetzt mal, der Luca hat es eingeteilt. Genau, da habe ich gedacht, ich bin zum Luca gegangen und gesagt, können wir das nicht irgendwie tauschen? Ich kann nicht zweimal das Gleiche sagen. Und dann hat er gesagt, ja, nein, es geht nicht. Und dann habe ich gedacht, es kann ja nicht sein, dass ich in einer einzigen Predigt alles zum Thema Sex gesagt habe. Und das Gute ist auch, wir sind mit in einer Korinther-Briefserie, wo der Apostel Paulus eine Gemeinde gründet in Korinth. Und er schreibt diesen Christen dort, diesen Gläubigen schreibt da zum Thema Sex. Und darum ist es wirklich auch eine Message ganz entlang diesem Brief. Und ein Slogan in dieser Kirche war, alles ist mir erlaubt. Wir haben schon einiges gehört von dieser Gemeinde, von den Hintergründen. In Korinth war eine grosse Handelsstadt zwischen zwei Meeresengen. Und sie war auch bekannt für ganz viel Bordell, sehr freizügige Art und Weise von Sexualität. Sie waren auch sehr stolz auf ihren Tempel, der geweiht war, der Göttin Aphrodite. So, eine Göttin von der Fruchtbarkeit, von der Sexualität. Und dort drin hat es, man sagt, 1000 Tempelprostituierte gehabt, die ihren Sex angeboten haben, sakralen Sex so quasi. Und in dem inne gründete Paulus eine Kirche. Und das sind Menschen, die zum Glauben kommen, ein neues Wertesystem bekommen, eine neue Verbindung zu Gott. Und wie es halt so ist, oder, dass man halt auch immer wieder Sachen macht, wo man vielleicht früher noch gemacht hat, wo man davon umgekehrt ist, wieder in alte Gewohnheiten hinein, schlafen wieder mit x verschiedenen Leuten, Frauen, Männer, gehen zu den Prostituierten und dann sagt Paulus, greift eben den Slogan auf, wo die Leute gesagt haben, ja, alles ist mir erlaubt. Ich meine, Jesus hat mich ja befreit. Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, ich bin unter dieser Gnade. Ich kann machen, was ich will. Und wenn ich etwas mache, was nicht so gut ist, er vergibt ja. Und dann ist der Slogan entstanden, alles ist mir erlaubt. Und der Paulus greift das auf, alles ist mir erlaubt. Und sagt, ja, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist gut. Und vor allem, nicht alles macht frei. Und wir wünschen uns ja Freiheit. Wir wünschen uns ja Erfüllung. Wir wünschen uns ein Leben, wo wir abheben, wo frei ist von Bindungen, Verletzungen. Und der Paulus schreibt genau in diese Situation, ich würde sagen, Korinth ist das damalige Sex in the City gewesen. Ich habe ein schönes Bild gefunden von diesem Tempel. Ich weiss nicht, ob du die Serie mal gesehen hast. Ich kann es noch vom Hören sagen, kenne ich es, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eben viel Prostitution gegeben hat. Und sie sind voll in diesem Umfeld, sind sie als Gemeinde unterwegs gewesen. Der Paulus greift eben den Freiheitsgedanken auf im 1. Korinther 6, Vers 12. Ich möchte das gerade mal lesen. Dort steht, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und er sagt eben, das heisst nicht, dass wenn mir alles erlaubt ist, dass alles auch gut ist für mich. Und ich weiss nicht, ob du das auch, das Lebensmotto hast. Alles ist mir erlaubt. Ob du das auch schon gedacht hast.
Und vielleicht sagst du auch, ja, Gott und Sex oder Bibel und Sex, das ist sicher irgendwie so ein komisches Bild. Und vielleicht sagst du auch, ja, die Kirche hat mir gar nichts zu sagen in meine Sexualität, in mein Schlafzimmer. Ich mache, was ich will. Oder vielleicht sagst du auch, ich kenne die biblische Vorstellung, dass die Sexualität in einen Bund gehört, in einen Ehebund hinein. Darum kein Sex vor der Ehe oder außerhalb der Ehe. Aber ich nehme es nicht so eng, nicht so genau in meine Fantasien oder wie ich es auslebe. Ich weiss, was eigentlich richtig wäre, aber eigentlich lebe ich ganz anders. Und er sagt, nicht alles ist nützlich. Und dann sagt er, ich will mich nicht von dem beherrschen lassen. Und meine Frage ist, wie sieht deine Sexualität heute aus? Bist du erfüllt? Bist du glücklich? Sagst du, hey, ich habe genug? Oder ich habe zu viel? Oder ich bin verletzt? Oder bei uns ist es eingeschlafen? Unsere Sexualität, der Mann will immer mehr haben und ich will nicht. Wie geht es dir in deiner Sexualität? Wo stehst du da? Oder vielleicht sagst du auch, hey, ich bin total unfrei in meiner Pornosucht, meine Fantasien. Wenn meine Frau wüsste, was in meinen Gedanken abgeht, das wäre nicht gesund. Oder vielleicht bist du auch Single und sagst, hey, ich wünsche mir Sex. Und meine Frage ist an dich, was würde Jesus sagen, wenn er in dein Schlafzimmer bei dir kommt, in deine Gedanken, in deine Sexualität hinein? Da ein Bild, genau. Was würde Jesus sagen? Meine Frage ist auch, was für eine Einstellung denkst du, dass die Bibel zur Sexualität, zum Körperlichen hat? Ich habe es ja vorher gesagt, vielleicht denkst du, ja, die haben ein komisches Bild, ein verschrobenes Bild, ein sehr enges Bild. Und wir sehen auch in der Bibel in Korinther, was sie für ein Bild haben von Sexualität, Kapitel 6 und 7. Und da hat es so zwei Denkensarten gehabt, wo ich glaube, auch, uns auch prägen in unserer Sexualität. Das erste war, Sex ist schlecht. Ich weiss nicht, ob du das denkst. Vielleicht hast du auch Verletzungen, vielleicht hast du auch Situationen, wo du denkst, hey, ich finde das nicht gut. Es ist irgendwo etwas Schmutziges, etwas Unheiliges. Vielleicht sagst du, das Heilige, das ist wichtig, oder? Dass in meiner Seele, in meinem Heiligsein, dass ich nahe bei Gott bin, aber das Körperliche, das ist so ein minderwertig, das ist nicht so wichtig. Und ich glaube, es ist auch verständlich, dass die Korinther gesagt haben, die einen haben gesagt, hey, es ist am besten, gar keinen Sex zu haben. Weil die haben aus dieser Eskapade, aus dem Übersexualisiertsein, über dem überall Sex haben, in dem Verletztsein, in dem vielleicht auch missbraucht werden von Männern, haben sie gesagt, hey, es wäre eigentlich besser, wir haben gar keinen Sex. Auch innerhalb von der Ehe nicht. Und das ist ja sicher eine verständliche Vorstellung, die sie hatten. Dann hat es aber auch die andere Sicht gehabt, wo die Korinther gesagt haben, hey, Sex, das ist wie Essen, das ist einfach ein Bedürfnis. Oder? Und sie sagen ja auch, alles ist mir erlaubt. Und wir stehen nicht nur unter dem Gesetz, wir stehen unter dieser Gnade. Wir können ja machen, was wir wollen. Und sie sagen ja auch, das Körperliche, das ist gar nicht so wichtig, sondern ich kann machen, was ich will. Und das ist wie beim Essen auch. Sie sagen, hey, Sex ist ein Bedürfnis. Jetzt habe ich Lust auf Sex, ich bin verliebt mit jemandem, ich sehe jemanden, die gefällt mir gefallen die Kurven von dieser Frau und jetzt habe ich ein Bedürfnis. Und schließlich hat mich Gott ja auch so gemacht. Oder wenn er der Schöpfer ist von meiner Sexualität. Wenn er mich mit einer Lust geschaffen hat, wenn er mir mit einem Verlangen geschaffen hat, dann soll ich doch das auch befriedigen. Und so haben wir zwei so Seiten bei den Korinther, wo sie gesagt haben, ja, also, wenn du Hunger hast, dann isst es. Und wenn du Lust hast auf Sex, dann hast du halt Sex. Und egal, wie du empfindest, ob deine Sexualität etwas Lustvolles ist, wo du sagst, das geniesse ich, da bin ich erfüllt.
Oder wo du sagst, das Körperbetonte, das überall in den Medien ist es immer so übersexualisiert. Das ist einfach überhaupt nicht gut. Vielleicht hast du auch irgendwo eine minderwertige Vorstellung, vielleicht auch von dem körperlichen Bild und sagst, das Geistliche, das zählt. Das Körperliche ist nicht so wichtig, aber das Geistliche, das zählt. Und egal, was du siehst, ob du das Körperliche als das Vergängliche siehst, das eher stirbt, oder ob du sagst, hey, es spielt keine Rolle, es ist ja körperlich. Was der Paulus sagt, ist, das ist falsch. Das ist eine falsche Vorstellung, die du hast. Beide Argumentationen, die sagen, der Körper ist nicht wichtig für mein Leben mit Gott und es spielt keine Rolle, was ich mit meinem Körper mache, das sagt Paulus, das ist falsch. Und wir sehen das auch im Vers 13. In der Bibel steht dann, da sagt der Paulus, die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für die Speisen. Gott wird beides zugrunde gehen lassen, der Leib aber ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Okay, was heißt das genau? Was bedeutet das? Oder Essen, wenn du Essen tust, wenn es weggefuttert ist, das feine Kotelett oder feine Kuchen, dann ist es weg. Oder? Der Bauch ist einfach ein Organ, der wird irgendwann einmal, du stirbst, der wird sich zersetzen, der wird nicht mehr existieren, der zerfällt. Und in der Bibelstelle, wo wir gelesen haben, Vers 13, ist, beides ist von Gott vergänglich. Und dann heisst es aber, unser Körper ist nicht für die Unzucht geschaffen. Und Unzucht, wenn wir das Originalwort nehmen, heisst Porneia, wo wir das Wort Porno haben. Wo es darum geht, eine sexuelle Zielverfehlung. Etwas, wo Gott dich nicht dafür geschaffen hat, wo du in etwas eingehst, wo verletzend ist. Und Paulus verwendet ganz bewusst zwei unterschiedliche Worte. Der Bauch und der Körper. Es ist auch im Urtext drin, es sind zwei unterschiedliche Worte. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist denn der Unterschied? Oder? Beides ist ja aus Fleisch und Blut. Was meint der Paulus damit? Oder? Das eine ist ein Organ, der Bauch, und der ist tatsächlich vergänglich. Aber dann sagt der Paulus, aber es gibt einen Körper. Und der Körper gehört nicht mehr dir, der gehört Jesus. Du bist für jeden, der sagt, ich gehe mit Jesus, ich habe mich entschieden für ein Leben mit Jesus, gehört der Körper nicht mehr dir, sondern gehört Jesus. Er ist total verbunden mit dem Gott, mit dem Erlöser, mit Jesus Christus. Dein Körper für den Herr und der Herr für den Körper. Und der Paulus macht eine Unterscheidung von Organ zu Körper. Und jetzt ist die Frage, warum? Und das lesen wir dann im Vers 14 inne. Da heißt es, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Gott hat Jesus am Kreuz am 3. Tag auferweckt. Und er wird uns auch auferwecken mit der gleichen Macht, wie er Jesus auferweckt hat. Und dein Körper gehört nicht mehr dir, weil du bist verbunden mit Jesus. Weil genauso wie Jesus zum neuen Leben auferstanden ist, mit einem Körper, wird dein Körper auch auferstehen. Wegen dem sollst du dich nicht verbinden mit irgendwelchen anderen Leuten, die nicht zu dir angehören, die nicht in den Ehebund gehören. Weil du gehörst Jesus, weil dein Körper, der wird auferweckt, der aufersteht. Und jetzt kannst du klar sagen, ja, der Körper, der stirbt irgendwann einmal, aber wenn wir es jetzt da lesen, wir sind mit Jesus verbunden und wir werden mit ihm auferweckt. Und für all die sagen, ich habe irgendwo ein beklemmtes Verhältnis zu meinem Körper, ein minderwertiges Verhältnis, und sagen, ja, das Körperliche ist nicht so wichtig, oder? Das Geistliche ist wichtig. Für all die sich schämen für ihren Körper, für ihre Sexualität, für all die sagen, es ist egal, oder? Du kannst machen, was du willst, die eher ein freizügiges Bild haben vom Körper.
Beide sagen, der Körper ist nicht wichtig. Der eine sagt, der Körper ist nicht so wichtig, weil das ist minderwertig. Der andere sagt, der Körper ist nicht wichtig, weil du kannst machen, was du willst. Und der Paulus sagt, das stimmt nicht. Der Körper ist wichtig, weil er gehört zu Jesus und er wird auferweckt. Und da haben wir die erste Argumentation von Paulus. Gottes vollkommene Ja zum Körperlichen. Und er hat dich nicht einfach als Geist gemacht, als Ebenbild, sondern mit Händen und Füßen, mit deiner Sexualität, mit all dem, was du anlangen kannst. Er hat ein volles Ja zu Sex, ein volles Ja zum Körperlichen. Und wenn du sagst, nicht wichtig, dann sagst du Gott, ich habe eine andere Meinung. Lesen wir weiter, wir sind ja voll in diesem Korinther-Text, den ich finde es mega spannend. Es geht immer tiefer. Also, Vers 15 steht, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird, logischerweise, eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Und der Paulus zitiert im Vers 16 eine Bibelstelle, die ganz am Anfang der Bibel steht, 1. Mose 2,24, wo es heißt, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit einer Frau oder mit einem Mann, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Mit beidem. Und die Bibel sagt, egal in welcher Form von Sex, egal wie flüchtig dein Sex ist, du verbindest dich mit dieser Person. Und zwar mit Körper und mit Seele, mit dem ganzen Körperlichen, aber auch mit der Seele. Und der Paulus sagt, es ist grausam, wenn du dich mit jemandem körperlich verbindest, aber nicht mit dir als Person. Es ist grausam, wenn du dich zusammentust mit jemandem, aber du sagst, gewisse Teile von dir sind mir gar nicht so wichtig. Oder es ist so wie, als wenn du jetzt die Schaufensterpuppe, oder wenn du sagst, hey, ich möchte mit dir körperlich zusammen sein, aber mit dir, mit deiner Seele, mit dir als Person möchte ich nicht zusammen sein. Das ist so, als würdest du da irgendwie so einen Arm ausreißen. Oder vielleicht nimmst du den Kopf weg, kopflos. Das ist das gleiche Bild, wo wenn du zusammenkommst, körperlich, aber du sagst in deiner Person, wo du sagst, hey, ich möchte mich total dir öffnen, körperlich. Ich möchte mich ausziehen von dir, aber du bist nicht bereit, dich seelisch zu öffnen, auszuziehen, nackt zu machen. Oder wenn du dich ausziehst, dann bist du nackt und dann sieht man all die Love Handles, nenne ich das. Sieht man all die Sachen, wo man so versucht zu verbergen mit den Kleidern. Du öffnest dich, du machst dich verletzlich. Oder im Sex mache ich mich verletzlich. Und Sex zeigt auch, wie verletzlich wir sind. Aber wenn ich mich nur körperlich öffne und verletzlich mache, aber ich mache mich nicht seelisch, mich seelisch nicht öffnen, mache mich seelisch nicht verletzlich, dann sagt der Paulus, dann trenne ich den Körper von der Person. Dann reisse ich etwas auseinander. Und wenn ich nicht bereit bin, auch seelisch zu sagen, hey, ich öffne mich dir, ich mache mich verletzlich in meiner Seele, in meinen Gedanken, in meinen Abgründen, vielleicht aber auch in meiner
Wirtschaftlichkeit. Hey, das Geld, das mir gehört, gehört auch dir. Meine Familie gehört auch dir. Mein Freundeskreis gehört auch dir. Wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht all in gehe, wenn ich nicht in einem Ehebund rein, das Körperliche wie das Seelische zusammen vereine, dann ist das, sagt der Paulus, grausam. Weil ich verreisse eine Person. Ich reisse gewisse Teile raus, weil mir nur einfach das eine besonders wichtig ist. Und echtes Vertrauen gehört, dass Körper und Seele gehören zusammen. Sonst wird eine Beziehung geteilt. Und das führt zum Bruch, automatisch. Das führt zu einer Entfremdung. Wenn ich nicht all in gehe, auch in einem anderen Teil von meinem Leben hinein, meine Wünsche, meine Hoffnungen, in meinem Geld, meine Pläne, dann bin ich einfach nicht ehrlich. Dann sage ich auch, ich will deinen Körper haben, aber deine Seele, deine Person will ich nicht. Und dann wissen wir alle, Sex kann Himmel sein auf Erde, aber es kann auch Hölle sein. Und überall dort, wo ich jemanden verletze, ich glaube, wenn du eine Person möchtest verletzen, dann kannst du einfach eins machen, du hast außerhalb von diesem Bund, wo du all in gehst, du hast Sex mit einer Person, das verletzt. Und ich habe in der Juni-Predigt ein Bild gebracht, ich bringe das nochmal. Das ist ja wie, wenn zwei zusammenkommen, sagen, hey, wir möchten miteinander schlafen. Mann, Frau kommen zusammen, verbinden sich körperlich und gehen wieder auseinander. Dann ist das Gleiche für deinen Körper, aber auch für deine Seele. Wenn man sich wieder so auseinandergeht und verletzt. Es ist immer verletzend, weil Körper und Seele gehören zusammen. Kein körperliches Eissein ohne absolutes All-in gehen. Absolutes All-in im Sinne von, dass ich sage, hey, wenn ich Ja sage zum Körperlichen, dann sage ich auch Ja zu dir als Person. Und zwar mit allem. Und darum heirate ich dich. Und darum sage ich Ja zu dir, ob es jetzt gut läuft oder nicht gut läuft. Und Sex hast du vielleicht auch schon realisiert, wenn du irgendwo schon Sex gehabt hast, dass es ein gutes Gefühl ist. Aber es ist mehr als einfach ein Kick. Es ist mehr als einfach eine Befriedigung. Sex, so wunderbar und so viel Spaß, dass es macht. Und ich sage nicht mit dem, dass es keinen Spaß macht. Es gibt einfach noch mehr als Sex. Und wenn du eine Person wirklich von Grund möchtest lieben, dann kann es nicht sein, dass es nur der Körper ist, sondern dann ist es auch Seele und Geist, Person. Und ich glaube, Sex wird dann besser, wenn es nicht nur ums Körperliche geht. Also ich bin jetzt 22 Jahre verheiratet. Das ist meine Erfahrung, wenn es mehr als Sex ist. Weil irgendwann mal geht das Prickelnde vorbei. Irgendwann mal geht irgendwo so das Neue vorbei. Irgendwann mal ist es auch Alltag. Neben all dem, dass es auch gut ist. Also wenn wir zu mir kommen und sagen, alles geht es dir nicht so gut in deiner Sexualität. Moll, es geht mir gut. Aber ich habe wieder realisieren, wenn ich mit meiner Frau als Person total verbunden bin, wenn sie für mich ist und ich für sie, wenn ich sie kenne, wenn ich sie anschaue und sage, ich will dich ganz haben, dann ist auch der Sex unglaublich gut. Wir haben schon 2 Punkte gehabt. Ein dritter Punkt ist, Sex ist ein Bild von Jesus und seiner Gemeinde. Auf das nehme ich noch einen Schluck. Weil der ist gut. Der geht noch tiefer. Der ist noch besser. 1. Korinther 6,15 heißt, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist. Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was ein Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Niemals. Wir haben gelesen, Vers 16, dass wenn man Sex hat, dass man eine Einheit wird. Nicht nur körperlich, sondern als Person. Und wer sich mit Gott verbindet, wird auch eine Einheit.
auch mit Körper, mit Person, mit Seele, mit Geist, mit allem, was ich kann. Und genauso, wer sich mit Gott verbindet und eine Person wird, eine Einheit wird, mit Körper, Seele und Geist und auch mit Geist, sagt in Vers 32. Also Vers 5, muss ich so sagen, Epheser 5, 31, nimmt nochmal das auf, was wir gelesen haben. Wo es heisst, hey, wenn zwei zusammenkommen, Mann und Frau, werden sie zu einem. Und dann heisst es, Vers 32, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Also ich erzähle euch ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Das, was er vorher geredet hat, von Mann und Frau, die Sex haben. Oder viele Menschen haben Sex ohne Verpflichtung und sagen, hey, eben, wenn ich Hunger habe, dann habe ich Hunger, wenn ich Lust habe auf Sex, dann habe ich Sex. Wo keine Verpflichtung eingehen, kein Ehebund eingehen. Aber der Paulus sagt, hey, Sex, das ist eine neue Einheit, eine neue Ebene. Und ist eine Parallele, der Sex, den wir haben, ist eine Parallele von Jesus und seiner Gemeinde. Und ich weiss nicht, ob du dazu kannst sagen Amen oder richtig dazu. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig auch zu sagen, hey, oder wir möchten uns so oft von Jesus beschenken lassen. Wir möchten den Kick haben, wir möchten seinen Frieden haben, wir möchten seine Freude haben. Aber ganz oft ohne Verpflichtung. Und ich habe jetzt einen gewagten Satz aufgeschrieben. Ich glaube, es gibt Menschen, die möchten mit Gott schlafen. Die möchten seine Freude haben, seinen Frieden, seine Erfüllung, erfüllte Gebet, ohne ihn zu heiraten. Und meine Frage ist, bist du das? Oder? Wo du sagst, hey, ich möchte gerne, dass Gott da ist, wenn ich ihn brauche. Ich möchte, dass er meine Gebete erhört. Ich möchte seinen Frieden, seine Freude. Aber ich bin nicht bereit, all in zu gehen. Ich bin nicht bereit, Gott zu heiraten. Und das ist eine einseitige Verpflichtung. Wo ich sage, ich möchte alles von Jesus haben. Aber wenn es darum geht, ihm nachzufolgen, wenn es darum geht, auf ihn zu hören, wenn es darum geht, dass er mir etwas sagt und ich mache das auch, dann sage ich, nein, das passt mir nicht so ganz, ich mache es selber. Oder wenn du jemanden toll findest, wenn du verliebt bist und sagst, hey, können wir zusammen gehen? Ich will gerne mit dir zusammen gehen. Ich finde dich hübsch und ich finde dich toll. Und die Person sagt, ja, ist gut. Aber ich möchte gerne noch mit anderen Personen daten. Ich möchte gerne andere Personen treffen und mal schauen, ob die vielleicht auch etwas wären. Was würde das mit dir machen? Oder? Du würdest sagen, niemals. Das tut mir weh, das verletzt mich. Ich will dich ganz haben. Und so ist es auch bei Gott, oder? Wenn Gott sagt, hey, ich bin voll für dich, gib dir alles, was ich kann. Ich schütte mich meine Liebe aus, meine Vergebung, meine Zusagen. Aber wenn du in deinem Beruf in den Wege möchtest gehen, die ich nicht okay finde, wenn deine Werte anders sind, wie ich es finde, wenn du einen anderen Lebensstil führst, wie du möchtest, wenn du anderen Götzen anläufst, wenn du andere Sachen wichtiger sind für dich als für mich, ist okay. Hauptsache, wir haben ab und zu mal eine gute Gebetszeit. Was wäre das für ein Gott? Was wäre das für eine Verbindung? Und darum glaube ich, es passiert genau auf die gleiche Art und Weise. Und darum heisst es ja auch, dass es ein Geheimnis ist, dass es ein Bild ist von Jesus und seiner Gemeinde. Es funktioniert nämlich genau gleich. Oder? Genauso wie Gott seine intime Liebe in unser Herz ausgießt. Erst dann, wenn ich mich ihm verpflichte, gilt das auch in der Sexualität hinein. Ich habe erst dann erfüllte Sexualität, wenn Körper und Person eins werden. Meine Frage an dich ist, wieso hat Jesus nicht geheiratet? Was würdest du sagen?
er hat sich schon verlobt. Mit dir. Drum. Oder Sex ist ein Vorgeschmack, ein Hinweis auf den Himmel. Und er hat uns nicht nur einfach als sexuelles Wesen geschafft, dass wir Spass haben auf dieser Welt oder uns vermehren können, das auch. Aber die Sexualität ist ein Bild, ist ein Vorgeschmack, ist ein Schauen durch ein Schlüsselloch durch für etwas noch viel Größeres. Es ist ein Vorgeschmack auf den Himmel, wie es wird sein, wenn wir mit Gott zusammenkommen im Himmel, wenn wir uns mit Gott vereinen im Himmel. Es ist einfach ein Bild auf das hin. Und vielleicht sagst du, Alex, du übertreibst es. Es fängt da das Kopfkino an zu laufen. Aber es ist das, was die Bibel uns beschreibt. Die Hochzeit von mir, seiner Gemeinde als seine Brut. Und er ist der Bräutigam. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Du bist sicher auch schon mal Hochzeit gewesen, oder? Du bist in der Kirche rein. Da hast du vorne dran den Bräutigam. Wie ist es für ihn? Läuft er nervös umeinander, oder? Wann kommt endlich meine Brut? Und dann fängt die Band an zu spielen, die Türen gehen auf, die Brut kommt rein, oder? Und der Bräutigam, hast du mal beobachtet, wie der aussieht, oder? Ein riesen Smile, leuchtet wie ein Maienkäfer. Und dann siehst du die Brut, wie sie reinkommt und denkst, ui, kenne ich die gleiche Person, die sieht ja so hübsch aus, oder? So wunderschön, so total schön aufgemacht. Und ich glaube, es wird genau so sein, wenn wir in den Himmel kommen, wo Jesus sich sehnt auf seine Brut, wo sich sehnt, wo sich freut, dass du kommst, egal wer du bist, was du gemacht hast. Egal, ob du Rumpfeln und Falten hast. Egal, ob du viel Schwieriges erlebt hast oder viel Schwieriges auch gemacht hast. Egal, ob du durch eine Liebe, vielleicht so eine ewige Liebe gezeugt worden bist oder durch einen One-Night-Stand. Egal, ob du einfach ein Unfall bist oder nicht. Er freut sich über alles auf dich. So wie ein Bräutigam auf seine Brut sich freut und sich sehnt und sagt, hey, ich sehe mich so auf den Moment, wo wir im Altar zusammenkommen und eins sind. Und das ist das Bild von der Sexualität, das sie hat auf den Himmel hin. Der Moment, wo Brut und Bräutigam zusammenkommen. Und ich glaube, in diesem Moment wird alle Trauer, alle Verletzungen, alle Schwierigkeiten, die die Sexualität mit sich bringt, wird er wegwischen. Er sagt das. Jede Träne wird er wegwischen. Wenn wir als seine Brut zu Jesus kommen. Und er wird uns anschauen mit einer riesen Freude, die du dir nicht vorstellen kannst. Und sagt, endlich ist sie da. Wunderschön siehst du aus. Ich liebe dich über alles. Sex auf der Erde, so genial wie es kann sein, ist nur ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ich glaube, wir werden es dann realisieren, wenn wir als Brut den Gang abschreiten zu Jesus, der auf uns wartet. Oder Jesus möchte uns nicht nur einfach behüten als ein Hirt, obwohl er das natürlich auch macht. Er möchte nicht nur einfach unser König sein, der uns auch vorangeht und auch sagt, wie wir können ein würdevolles Leben führen, obwohl er das auch macht. Oder Jesus möchte dich heiraten. Er möchte sich mit dir verbinden. Er möchte dich ganz. Er möchte dich nicht teilen mit anderen. Und unsere Sexualität ist ein Spiegelbild, ein Vorgeschmack, ein Hinweis auf das unglaubliche, ekstatische Erlebnis, wenn wir eins werden mit Gott. Und ich habe nochmal die 3 Punkte nochmal aufgreifen, die wir ja so ein bisschen angeschaut haben, wo der Paulus der Gemeinde in Korinth schreibt. Und das Erste ist, und das vielleicht überrascht dich das, Gottes absolute Ja zum Körperlichen.
wo er sagt, ich habe dich wunderbar geschaffen. Ja, vielleicht gibt es da Verletzungen, vielleicht ist nicht alles gut. Vielleicht gibt es da Entfremdung, vielleicht sagst du, hey, in meiner Ehe, mein Mann möchte immer mehr Sex haben als ich, mir ist nicht wichtig. Vielleicht ist es daran, dass Gott sagt, hey, ich möchte das heilen, ich möchte das gesund machen, dass du wieder ein volles Ja hast zum Körperlichen. Oder vielleicht bist du verletzt, missbraucht worden. Und Gott sagt, ich möchte das heilen, dass du wieder ein volles Ja kannst haben zu deiner Sexualität, zu dir als Person. Und du kannst sagen, es ist nicht einfach nur das Geistliche Wichtige, sondern ich als ganze Person bin wichtig. Ich bin nicht einfach irgendwo eine auseinandergerissene Person. Ich bin nicht einfach irgendein Zombie. Sondern Gott stellt mich wieder komplett her als ganze Person. Und wir haben gesehen, dass du das Körperliche nicht von der Person, von der Seele trennen. Und vielleicht sagst du, hey, ich habe es versucht, in meinen Fantasien. Vielleicht auch in meinen Eskapaden, früher oder jetzt, wo ich sage, hey, das Körperliche ist nicht so wichtig, ich sterbe ja eh, also kann ich machen, was ich will. Und Gott möchte auch das gesund machen. Vielleicht sagst du, ich kann fantasieren, wenn ich mit meiner Frau zusammen schlafe, dann denke ich an andere Frauen. Und Gott sagt, du wirst nie ganz zusammenkommen, du wirst nie ganz eins werden, du wirst nie ganz die Erfüllung haben. Wenn du dich immer wieder von deiner Frau auch in der Fantasie trennst. Und ich möchte das gesund machen. Du kannst das nicht trennen. Und das Dritte, ich bin mit Jesus verbunden. Jeder, der sagt, ich habe eine Beziehung zu Jesus. Und wenn du sie nicht hast, dann lade ich dich ein. Er möchte dich auch als Brut haben. Er möchte dich auch voll und ganz haben, weil er dich über alles liebt, mehr als du denkst. Egal, was du gemacht hast, egal, wie viel Dreck am Stecken du hast. Und für all die sagen Ja zu Jesus, ist es eine Verbindung mit Körper, Seele und Geist. Eine Verbindung, ein Verheiratetsein, ein All-In. Gott geht von seiner Seite All-In. Und meine Frage ist, möchtest du auch nochmal vielleicht heute nochmal neu sagen, ich möchte verheiratet sein mit Jesus? Ich möchte gerne für das beten. Jesus, danke vielmals für Sex, dass du es geschaffen hast, dass du daran Freude gehabt hast, den Körper zu machen mit seinen Unterschiedlichkeiten, dass du Freude gehabt hast, die Sexualität zu schaffen, dass du eine Vorstellung gehabt hast, wo ist es erfüllend und nicht verletzend, wo ist es verbindend und nicht trennend. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du aufdeckst, wo sind wir verletzt, entfremdet, desillusioniert. Wo haben wir eine falsche Vorstellung von Sex? Und ich bitte dich, dass du kommst und uns berührst und das heilst. Gib uns da auch eine Ehrlichkeit, dass wir auch ehrlich sind. Und können sagen, mein Gott heilt mich. Und ich bitte dich auch, dass wir nochmal ein neues Ja haben, zu dem ich gehöre ganz zu Jesus, nicht einfach ein bisschen, weil er ganz Ja gesagt hat zu mir. Und ich danke dir für das Bild, das Spiegelbild, die Vorstellung, dass das, was wir auf dieser Welt erleben, ein Vorgeschmack ist auf den Himmel, wenn wir uns mit dir verbinden. Danke vielmals für das Bild. Amen. Danke vielmals, bist du heute dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dir geholfen hat, Gott tiefer kennenzulernen und mit ihm vorwärts zu kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Melde dich einfach über unsere Homepage www.silbern.church. Wenn die Botschaften für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Es hilft uns, weiter das zu machen, was wir tun. Du kannst das ganz einfach über die eingeblendete Twint-Code machen. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du auf unserer Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, und so wünschen wir dir Gottes Segen und seine Power. Bis gleich.